Im Sendschreiben an Laodicea sagt Jesus, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. Ja, es gibt Dinge, liebe Christen, die erreichen wir nur, wenn Gott uns erziehen darf. Darum ist es wichtig, gewisse Dinge bei Jesus sind nicht gratis, sondern es kostet einen Preis, aber es lohnt sich, denn nur so erreichen wir gewisse Sachen, die wir sonst nicht erreichen hätten. Und um diese Durchbrüche geht's. Und jetzt ab in die Halle. Wer hier drin hat schon mal Panini-Stickers gesammelt? Diese Fußballbilder kennt ihr oder vielleicht eure Kinder sammeln die? Ich habe das als Kinder, habe ich auch diese Stickers gesammelt. Und damals waren die Hefte gratis, damit man sich so eins kauft oder so man eins erhält und nachher die Bilder kauft dazu. Aber der Trick war, in jedem Gratisheft hatte es noch 6 Gratis-Stickers drin. Damals hatte eben der kleine Joel die Idee, ich gehe umher und suche mir immer wieder einen neuen Kiosk, wo sie noch nicht wissen, dass ich schon ein Album habe. Gehe hin und gehe unschuldig dahin und sage, dürfte ich auch ein Fußballalbum haben? Und dann sagte ich, ja klar, hier, ich nehme die Gratis-Stickers raus und habe extra Stickers gratis erhalten. Schlau, oder? Genauso habe ich das gemacht. Ich war mit meiner Oma unterwegs, natürlich an einem anderen Ort, sah da einen Kiosk, bin hingegangen. Ich hätte gerne ein Album. Sie hat mir das gerne gegeben natürlich. Und dann hat sie gesagt, und das kostet 2 Franken. Ich wusste gar nicht, was sagen. Dann kam meine Oma dazu und sie hat sich ein bisschen schon genervt an mir. Jetzt habe ich da 2 Franken und sie hat gesagt, ja, ich zahle das jetzt 2 Franken. Und das war mir so peinlich in dem Moment. Ich dachte, das wäre gratis. Aber an diesem Kiosk haben sie 2 Franken verlangt für ein Heft mit meinen Gratis-Stickers drin. Und dieser Moment war so ein bisschen unangenehm. Und heute kann das Thema in dem Sinne auch ein bisschen unangenehm werden, denn die Predigt heute geht darum, bei Jesus ist nicht alles gratis. Und ich hoffe, es gibt nicht nur so diese ertappenden Momente heute, denn in diesem Sendschreiben drin sagt Jesus auch, es ist halt einfach so, wen ich liebe, den weise ich zurecht. Also Jesus sagt diesen Laodiceern, ich liebe euch halt so sehr, dass ich mit euch auch über die Kosten sprechen muss. Und darum gehen wir da heute mutig rein und ich habe Lea mitgebracht. Lea, seit einigen Jahren darf ich mit dir zusammen Kirche bauen. Gleichfalls. Und weißt du, was ist richtig schön? Um dich herum ist immer gute Atmosphäre. Danke. Wie machst du das nur? Du bist so eine Freudeverbreiterin, überall um dich herum ist Stimmung, ist Begeisterung und Liebe zu Jesus. Ja, danke vielmals. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, oder? Amen! Amen. Seht ihr, sie legt schon los, sie preacht hier schon Vollgas los. Wir arbeiten zusammen. Genau, Was im machst du Sunday. im Sunday Night? Ich leite die Kommunikation und Social Media Kanäle, genau. Was machst du im Sunday Night? Ich bin der Pastor vom Sunday Night. Danke für die Frage. Danke. Sehr schön. Und du studierst nebenbei? Studiere ich noch Theologie, schon ewig, aber Ja. Im 13. Semester? ja, nein, 15. Nein. 15. Nein, aber nicht der ganz. Weg ist das nicht, Ziel, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Genau. Und ich wollte, dass wir das zusammen machen, weil du eine Begeisterung für die Bibel, für Kirche hast und speziell für Laodicea, dieses Sendschreiben. Ja, und das werden wir jetzt sehen, wieso, oder? Ja, wir blättern nämlich jetzt gleich so ein bisschen zurück, ein paar Jahrhunderte und sehen uns an, wie kam es denn zu diesem Sendschreiben an Laodicea. Schreibe dieses Brief an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das weiß alles, was du tust. Und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Da du aber wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken.
Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, wie erbärmlich, bemitleidenswert und arm und blind und nackt du bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Ich rate dir auch, weiße Kleider zu kaufen, damit du dich bekleiden kannst und dich nicht wegen deiner Nacktheit schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Türe öffnet, werde ich eintreten und wir werden gemeinsam essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen. Einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen So wie ich siegreich war. und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein eindrückliches Sendschreiben. Jesus ist das sehr bildhaft und wir tauchen gemeinsam in diese Bilder ein. Ich möchte euch aber nochmal den Gesamtüberblick über alle 7 Sendschreiben zeigen. Ihr seht ja, heute ist das letzte Sendschreiben und ihr seht hier, Jesus hat viel gesprochen und ganz rechts sehen wir Laodicea. Jesus bemängelt, hey, ihr seid lauwarme Christen. Ihr seid lauwarm geworden und unten sehen wir, die Kritik ist relativ hart. Ihr seid elend, jämmerlich, arm und blind. Wisst ihr, in vielen Sendschreiben gibt's, dass Gott noch lobt und hervorhebt, was sie alles investieren und wie sie treu sind und sich nicht beeinflussen lassen. Und hier ist Jesus zurückhaltend und gibt kein direktes Lob. Aber er sagt ihnen, ich liebe euch, darum bin ich streng, wenn ich euch erziehe. Es gibt eine Art und Weise, wie man diese Sendschreiben sehen kann, wie man sie interpretieren kann, ist nur eine Sichtweise, dass man sagt, hey, diese 7 Sendschreiben, kannst du noch mal bringen auf der Wand, sind die kirchengeschichtlichen Etappen der Kirche. Also angefangen mit Ephesus, das beschreibt die allererste Gemeinde und dann geht es weiter in der Kirchengeschichte. Und Laodicea, das ist so die Kirchengeschichte für die Kirche in der Endzeit, in den letzten Tagen. Dann gibt es viele Theologen, die sagen, gerade dieses Sendschreiben ist direkt für uns und spricht noch mehr zu uns als vielleicht die vorherigen Sendschreiben. Und es gibt schon Parallelen. Sie werden nicht groß verfolgt, wir auch nicht. Sie haben eigentlich alles selber in Reichtum. Wir haben auch ziemlich viel auf jeden Fall. Wir hier in Zürich sind sehr reich, haben alles, können uns alles leisten und sind voll mit gewissen Ideologien und Dingen, wo wir denken, ja, wir wissen viel, wir haben viel, wir können alles. Und da spricht Jesus nochmal sehr, sehr direkt rein. Und lasst uns heute unser Herz ein bisschen öffnen. Wenn Gott sagt, ich tue das alles und bin ein bisschen direkter, weil ich euch liebe, meint er es gut. Und er will uns in etwas Neues heute hineinbringen. Lea. Ja, hast du gewusst, dass ganz ein bekannter Brief von Paulus an die Laodiceer auch in der Bibel zu finden ist? Denn der Kolosserbrief, der war auch an die Laodiceer gerichtet. Wir lesen das am Ende des Kolossers, ich sehe es da hinten. Da schreibt Paulus und instruiert die Gemeinde in Kolossea, den Brief danach an die Laodiceer weiterzugeben. Damals war es üblich, dass solche Briefe herumgereicht wurden und dann auch öffentlich gelernt wurden. Und Paulus schreibt auch, dass er noch einen weiteren Brief an die Laodiceer geschrieben hat. Also Kolossea und Laodicea, die waren sehr eng verbunden miteinander. Und das macht auch geografisch Sinn, denn die beiden waren nur etwa 15 Kilometer voneinander entfernt. Ihr seht es hier
auf der Karte. Und es ist spannend, dass wir zwischen dem Kolosserbrief und dem Sendeschreiben von Jesus, das ca. 30 Jahre später von Johannes verfasst wurde, wir einige theologische Parallelen sehen. Wir lesen im Kolosser 1, da schreibt Paulus: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und genau so stellt sich jetzt Jesus wieder den Laodiceen vor. Er schreibt: Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Amen steht in der Bibel auch für das letzte Wort. Und Jesus selbst sagt: Ich bin das Amen. Ich bin das letzte Wort. Ich bin der Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Und ich weiß, wir lieben ihn Jesus als der gute Hirte, als unser bester Freund, Retter und Heiler. Und ja, das ist er ja auch. Aber Jesus stellt sich hier auch als das Haupt der Gemeinde vor. Er möchte in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Jesus First, dass wir das wieder leben. Weil in unserer Gesellschaft, ich rede auch von meinem Leben, wir leben so in einem riesigen Überfluss, Wohlstand, wir haben x Möglichkeiten. Und es ist so einfach, ganz viele andere Dinge an erster Stelle zu setzen, anstatt Jesus. Doch Jesus sagt: Ich möchte das letzte Wort haben. Hat Jesus das letzte Wort in seinem Leben? Er sagt: Mein Urteil ist gültig und unbestechlich zu den Laodiceen. Es sind scharfe Worte. Und was darauf jetzt folgt, ist auch harte Kritik. Wir lesen weiter. Jesus sagt: Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ja, ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das sind nicht gute Worte. Ich lese es nochmal. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ja, ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ihr habt sicher schon mal den Begriff lauwarmer Christ gehört. Und der kommt aus diesem Kontext hier. Doch was meint Jesus, wenn er über lauwarmes Wasser spricht? Was wollte er wirklich der Gemeinde sagen? Diese bildhafte Sprache, die Jesus hier braucht, traf die Laodicäer direkt in ihr Herz. Denn die Laodicäer hatten ein entscheidendes Problem. Sie hatten keine eigene frische Wasserquelle. Kolossea hingegen, wir sehen es hier auf der Karte, die war bekannt für ihre kalten und frischen Quellen, die direkt aus den Bergen kamen. Hierapolis, das war eine andere Nachbarstadt, die war bekannt für ihre heilenden und heißen Quellen. Laodicea hatte nichts von beidem und deshalb mussten sie mit sogenannten Aquädukten, also Wasserleitungen, dieses Wasser über 10-15 Kilometer in die Stadt transportieren. Das war zu der Römerzeit sehr revolutionär, diese Aquädukte. Und es ist sehr spannend, weil man kann diese Wasserleitungen immer noch sehen. Wir haben dir hier ein Bild mitgebracht. Das liegt in der heutigen Türkei, also für deine nächste Reise. Das gibt es immer noch dort. Und auch in Hierapolis gibt es immer noch diese heißen Quellen. Also dieses Wasser musste über 10 Kilometer in diese Stadt geführt werden. Dabei gab es jetzt aber ein weiteres Problem. Ihr könnt euch vorstellen, Türkei, es ist sehr heiß dort. Dieses kalte Wasser, das war nach diesen 10 Kilometern nicht mehr kalt, sondern es war lauwarm. Und das Gleiche passierte mit dem heißen Wasser. Das verlierte an Temperatur und wenn es dann in Laodicea ankam, war es lauwarm. Dazu war dieses
Wasser sehr kalkreich. Man kann das auch noch heute an diesen alten Wasserleitungen sehen, dass das wirklich ganz schlechte Wasserqualität war, weil dieses Wasser voll mit Mineralien war und dann fing das so richtig an zu stinken. Also was dann am Ende in Laodicea ankam, das war so ein Gemisch aus lauwarmem und stinkendem Wasser. Und wir Schweizer, wir sind ja sehr stolz auf unser Qualitätswasser. Und ich würde mich selbst auch als Wassersnob identifizieren, weil wenn ich im Ausland bin, dann wird es mir so richtig wieder bewusst. Und ich denke, ihr kennt diese Situation auch. Ihr seid in den Ferien im Ausland, es ist heiß und ihr habt so richtig Durst. Und dann nehmt ihr da einen Schluck von diesem Trinkwasser dort, von dem Leitungswasser. Und die erste Reaktion ist, ich möchte das einfach nur ausspucken. Wer kennt das? Ja. Es ist voll mit Chlor und ich kenne diese Qualität nicht. Ich möchte jetzt einfach nur ausspucken. Und das ist das Gefühl, das Jesus über diese Gemeinde fühlt, zum Ausspucken. Ein ziemlich klares Bild, denke ich, für uns. Lasst uns das gemeinsam anschauen. Was könnte das bedeuten? Denn im Kolosserbrief, wo wir jetzt gelernt haben, der Kolosserbrief wurde auch geschrieben an Laodicea, gibt es schon Indizien, dass Paulus diese Kirche schon warnt, eben dieses kalte und das heiße Wasser nicht zu mischen. Nämlich Paulus sagt da, Kolosser 2, Vers 8 geht es darum, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte, nicht Christus. Und das ist sehr ein geradliniger Bibelvers. Wir kennen es auch heute. Die Welt ist voll mit Ideologien, was wichtig ist, was wir alles tun sollten und wie das alles funktioniert, was man glauben darf, was nicht. Und da kommt so viel hinein. Und schnell auf den ersten Blick, ja, das sind einfach menschliche Ideologien und menschliche Dinge. Aber die Bibel sagt uns, dahinter sind dunkle Machenschaften, die gegen Jesus arbeiten und es ist nicht wirklich Christus. Seit Anbeginn der Christenheit, das nennt sich Synkretismus, ist die Vermischung vom wahren Evangelium mit Weltanschauungen, die halt in der Welt gerade populär sind, ist ein großes Problem. Schon in den Briefen, wir lesen immer wieder, Paulus eifert bei so vielen Kirchen darum, haltet am wahren, gesunden Evangelium fest. Man kann es vergleichen, haltet an diesem heißen, heilenden Wasser fest, mischt es nicht, laut es nicht ab, haltet klar daran wirklich fest. Doch es ist ein Problem und ja, wahrscheinlich heute auch noch. Lass uns gemeinsam in eine Studie gehen. Vor 5 Jahren gab es in Deutschland eine Studie, in der Schweiz, Österreich und Dänemark wird es nicht viel anders sein. Es gab eine Studie, wo Christen gefragt wurden. Christen wurden befragt, hey, ist Jesus auferstanden? Hat Jesus alles geschaffen und gibt es den Teufel? Und das kam dabei raus. 40% der Christen glauben nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ich verrate dir was, das Evangelium macht nicht mehr viel Sinn, wenn du nicht glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. 50%, über 50% glauben nicht, dass Jesus der Schöpfer ist, dass durch Gott alles entstanden ist, so wie Jesus sich vorstellt. In diesem Sendschreiben, ich bin der Anfang, alles wurde durch mich geschaffen, glauben sie nicht. Und jetzt wird es auch ganz spannend, über 70% der Christen glauben nicht, dass es den Teufel gibt. Spannend, oder? Jesus wurde 3 Tage vom Teufel versucht, hat immer wieder darüber gepredigt. Jesus hat sich vielleicht getäuscht oder das kann man heute nicht mehr so glauben. Und die weltliche Ideologie ist bei 70% der Christen wichtiger als das, was Jesus eindeutig in der Bibel beschreibt. Das ist ein Problem. Aber wisst ihr, Freunde, vielleicht ist es gar nicht so einfach für uns heutzutage zu erkennen, was ist denn die Wahrheit und was nicht. Ist es rot oder ist es blau? Was ist richtig? Ich habe euch ein Experiment mitgebracht, das ein bisschen illustriert. Es ist gar nicht so einfach. Was ist wahr? Was ist größer? Ich habe hier 2 Punkte. Einen roten Kreis und einen blauen Kreis. Und ihr könnt schon ahnen, das ist ein bisschen eine optische Täuschung. Jetzt, ein Kreis ist klar größer als der andere. Aber welcher?
Ist es rot ist größer oder ist blau ist größer? Wir machen hier mal eine Umfrage und auch in den Microchurches und online. Hebt mal die Hand, wer ist für rot ist größer? Okay, einige. Wer ist für blau ist größer? Gut, okay. Lass uns die Kreise zusammenschieben und mal schauen, welcher Kreis ist größer. Wer hatte recht? Nächste Frage. Oh nein, ich habe mich getäuscht. Sie waren trotzdem gleich groß. Und diese Art von Kommunikation und Art und Weise, wie die Lüge dir präsentiert wird, ist ganz bekannt in dieser Welt. Es wird als gegeben schon gegeben. Darüber wird gar nicht diskutiert. Und es gibt so Sätze, so Dinge, so Anschauungen, Weltanschauungen, über die könnt ihr gar nicht abstimmen. Das ist gegeben, das wird so gesagt. Die sind nicht gleich groß, die Kreise. Und so wird das heute gemacht. Ich kann mich erinnern an einer meiner ersten Vorstellungen an der Universität. Ist der Dozent nach vorne gegangen, der Professor, und hat gesagt: Herzlich willkommen, schön seid ihr da. Und übrigens, falls es noch jemanden hier gibt an der Universität, der noch an die Schöpfung glaubt, okay, das ist dumm. Hier an der Universität, ihr könnt den Glauben gleich rauswerfen, der hat hier keinen Platz an der Universität, hier ist Wissenschaft gefragt. Danke vielmals, das ist schon mal geklärt. Es wird als klar eingegeben und ich habe mir so Gedanken gemacht, es gibt so Sätze, die werden deinen Kindern oder die wurden dir schon als Jugendlicher oder werden heute noch in der Zeitung gegeben. Ja, das ist ja klar. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Und ich habe so Sätze aufgeschrieben und hier auch auf der Leinwand. Es ist ja klar, oder? Alle Religionen sind ja eh gleich. Den Satz hörst du mit einer Selbstverständnis. Oder alle Kirchen sind sowieso korrupt und machtgierig. Oh ja, missionieren, das ist wirklich arrogant. Geht nicht. Sünde, das war noch im Mittelalter, als man darüber gesprochen hat. Das ist ein Druckmittel der Kirche. Freikirchen sowieso, das sind die verachten Andersdenkende. Bibelgläubige Menschen sind gegen Wissenschaft. Ganz klar. Es ist dumm, an die Schöpfung zu glauben. Die Idee der Hölle ist manipulativ und sowieso, das kommt in der Bibel gar nicht so eigentlich vor. Religiöse Vorschriften über Sexualität sind veraltet und diskriminierend. Und wer gegen Abtreibung ist, unterdrückt Frauen. Das ist eh klar. Kennst du diese Sätze? Vielleicht sind es andere Sätze. Gott tut keine Wunder. Jesus ist fern. Alle diese Glaubenssätze, die in dein Leben kommen. Und es gibt dann so Christen, die versuchen, das ein bisschen zu mischen. Ja, ich nehme da schon ein bisschen Jesus und ich gehe schon in die Kirche und ich nehme halt das, was für mich passt, nehme ich da rein. Aber weißt du, man muss ja mit der Zeit gehen und ein bisschen diese Ideologien und das alles, was noch da ist und diese Ideologien, die so gut klingen, halt mischen. Und dann ergibt sich etwas daraus, wo gewisse Christen sehr stolz drauf sind, dass sie es geschafft haben, die heutige Zeit und die Ideologien zu mischen. Aber die Bibel ist so klar. Wenn Jesus das sieht, Jesus kann dieses Gemisch nicht ausstehen. Jesus kann dieses Mischen von weltlichen Ideologien mit dem Evangelium nicht ausstehen. 61 nach Christus wurde Laodicea von einem schweren Erdbeben zerstört. Und wir lesen es in den alten antiken Schriften, dass dann Rom eine Finanzhilfe den Laodicern anbieten wollte. Doch die Laodicern hier haben das abgelehnt und gesagt, wir können das eigenständig wieder aufbauen. Also haben sie die ganze Stadt eigenständig wieder aufgebaut. Und diese Stadt war nicht gerade klein, sondern wir sehen es an den heutigen Ruinen. Das war wirklich eine bemerkenswerte Stadt. Also hier bekommt ihr mal ein Gefühl, wie reich diese Stadt wirklich war. Und sie wurde bekannt für diese selbstständige und wohlhabende Stadt. Also es könnte fast Zürich sein, oder? Aber warum wurde diese Stadt so reich? Die Stadt hatte 3 Haupteinnahmequellen. Das erste, das war ihr Gold. Sie waren bekannt als ein großes Finanzzentrum der antiken Zeit und deshalb handelten sie mit Gold und hatten auch viele Banken. Das zweite war ihre Textilindustrie.
Sie hatten eine spezielle schwarze Wolle, die war sehr, sehr exklusiv und sehr, sehr teuer. Und die haben sie dort hergestellt. Und deshalb haben sie eigentlich ausschließlich nur schwarz getragen, um so einfach ihren Reichtum zeigen zu können. Die dritte Haupteinnahmequelle war eine spezielle Augensalbe. Diese Augensalbe hilft gegen Blindheit. Und sie hatten auch eine renommierte Augenklinik. Deshalb reisten wirklich viele Leute von überall hin extra nach Laodicea, um dort eine Behandlung zu bekommen. Sie waren also äußerst stolz auf ihre großen Errungenschaften und sie liebten das auch zu zeigen. Doch was sagt Jesus zu ihnen? Jesus sagt, du sagst, Laodicea, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. In diesen Reichtum und in diese Handelsstadt hinein kommt jetzt Jesus. Und jetzt kommt er eben mit dem, er macht ihnen endlich nun einen guten, wunderbaren Vorschlag. Es gab diese Kultur, Xenia heißt das, wenn man große Deals machte mit einem Geschäftspartner, hat man nicht sich irgendwo im Büro getroffen, sondern man hat einander eingeladen zu sich nach Hause. Auf Vertrauensbasis musste das geschehen. Und darum steht dann im nächsten Vers, siehe, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich möchte Xenia mit dir machen. Ich möchte jetzt einen Deal mit dir machen. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden einfach mal miteinander essen. Lasst uns das ansehen, was da Jesus sagt. Jesus kommt zu dir und sagt heute Morgen auch, okay, es geht dir gut, du hast ein Problem mit Vermischen von all diesen Ideologien, aber ich komme zu dir. Und das Erste, was Jesus sagt beim Essen, hier ist mein Leib. Den habe ich gratis für dich hingegeben. Mein Leib wurde zerbrochen, damit du frei sein kannst. Und hier ist Wein, das ist mein Blut, mein Bund. Gratis verbinde ich dir, gratis gebe ich dir Vergebung. Und noch den Heiligen Geist dazu, alles gratis. Wie schön ist das? Und dann sitzt du da und denkst, Jesus, vielen Dank, oh cool. Und jetzt, oh Jesus, du hast noch mehr da, du hast doch da noch, das ist Gold und weiße Kleider und Augensalbe von dir auch, das kenne ich, Jesus, das will ich auch. Und dann ist Jesus da und sagt, ja, du kannst es alles bei mir kaufen. Kaufen? Braucht Jesus wirklich kaufen? Ich dachte, ist gratis, ist doch bei Jesus, ist doch Gnade. Gnade und Liebe, Jesus, das ist gratis. Und er sagt, nein, kaufe. Wir lesen das zusammen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Wir haben das schon gesehen bei Michi Siebers Message, das Ewigkeitsbestand hat. Und dann kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe bei mir Augensalbe, nicht die dieser Welt, sondern Augensalbe von mir, damit du sehen kannst, geistlich sehen kannst. Ich habe euch eine Tabelle mitgebracht, was Jesus anbietet, was du kaufen musst. Ich glaube, das Gold, dass Jesus sagt, das musst du kaufen, das gibt es nicht gratis, das musst du investieren, ist das Reich Gottes in deinem Leben zu etablieren, einen goldenen göttlichen Charakter zu haben, Berufung zu leben. Das kostet etwas. Weiße Kleider, einen Lebensstil in Reinheit, in Freiheit, in Heiligkeit, dass dein Leben sich zutiefst verändert. Das kostet was. Und das Letzte, geistliche Erkenntnis kostet was. Du musst zu Hause die Bibel aufschlagen. Das kommt nicht von alleine. Geistliche Erkenntnis und darin zu leben, das kostet etwas. Und das klingt so streng im ersten Moment. Aber es ist so nötig, dass du das kaufst.
Ich bin vor etwa einem Jahr habe ich gemerkt, in meinem Leben etabliert sich sowas. So jedes Jahr habe ich ein bisschen mehr Alkohol getrunken und ein bisschen mehr und ich habe gemerkt, ich hatte es nur noch langsam nicht mehr im Griff und ich hatte ein bisschen Angst, okay, jetzt was geht da ab? Und ich merkte, okay, ich muss da irgendwie raus aus diesem Alkoholkonsum, muss da irgendwie einschneiden, was ändern. Und das hat mich beschäftigt und ich habe mit Jesus darüber gesprochen. Und dann war ich mal draußen in der Natur und bin an einer Nonne vorbeigekommen. Wirklich, habe ich gesehen. Und dann bin ich umgekehrt und habe gesagt, liebe Nonne, könnten Sie noch für mich beten? Da hat sie gefragt, ja, worum geht's denn? Ich habe gesagt, ich möchte in meinem Alkoholkonsum einfach da eine klare Linie wieder reinbringen, dass ich wirklich frei und rein leben kann. Und da hat sie gesagt, lerne deine ganze Stärke, innere Stärke zu nutzen. Dann hat sie sich verabschiedet und ist gegangen. Und ich war so verdutzt da, warum hat sie jetzt nicht gebetet? Sie hat mir gesagt, sie hat gebetet, dass sie für mich betet, das hat sie einfach nicht. Das ist wieder wahrscheinlich so eine Nonne, die nur sagt, dass sie an Jesus glaubt, aber für wahre Veränderung glaubt sie wieder nicht mehr. Da sagt sie wieder, ich muss das selber machen. Und ich bin dann weggegangen und es hat mich so genervt, dass die so mit mir umgeht. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, der Heilige Geist spricht zu mir und sagt, Joel, weißt du, in der Bibel, ich sage nie, die Schwäche ist mega toll, sondern ich sage immer wieder, seid stark in dem Herrn, seid stark in den Geistesgaben, seid stark und mutig. Und diese Nonne hatte recht. Und es gibt Dinge, wo es echt einfach darum geht, dass du ein Gebet sprichst und dann bist du frei und dann kommst du weiter. Es gibt Dinge, wo du deine ganze Stärke aufs Tablett bringen musst. Und das hat mir so ins Leben gesprochen. Dann habe ich mich überlegt, okay, was kann ich denn machen? Ich kann in die Seelsorge gehen. Gehe in die Seelsorge, habe ich gemacht. Was kann ich noch machen? Ich kann mehr Sport machen, habe ich gemacht. Ich habe angefangen, fast täglich Sport zu machen. Was kann ich noch machen? Ich kann in die Psychotherapie gehen, habe ich gemacht. Ich bin in die Psychotherapie gegangen, habe ich gemacht. Was kann ich noch machen? Ich kann meinen Rhythmus verändern, dass ich weniger Netflix schaue, früher ins Bett gehe und am Morgen früher aufstehe und die Bibel aufschlage. Habe ich gemacht. Und alle Hebel genutzt, damit ich das kann. Und in dem drin habe ich Wunder um Wunder von Jesus erlebt, wie er mir Türen geöffnet hat. Aber es hat damit begonnen, dass ich sage, Jesus, du willst, dass ich den Preis zahle für dieses weiße Kleid? I'm in. Ich lege alles, was ich an Stärke habe, bringe ich rein. Und in dem drin hat Gott krasse Wunder getan. Mir ist etwas aufgefallen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe deinen Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und ich finde, das passt so gut zu dieser Tabelle. Lass uns die Tabelle nochmal anschauen. Ich glaube, das ist der Preis. Wenn du in die Berufung reinkommen möchtest und Gottes Charakter, Gottes Reich etablieren möchtest in deinem Leben, lebe ganze Hingabe, dein ganzes Herz, hänge es an Jesus. Wenn du in Freiheit, in Reinheit leben willst, dann investier deine ganze Stärke. Das ist biblisch, das sagt Gott, das ist das wichtigste Gebot. Deine ganze Stärke. Und wenn du geistliche Erkenntnis haben möchtest, Weisheit, sehen, wie Gott funktioniert, dann investiere deinen ganzen Verstand, unterordne deinen Verstand der Bibel, dem Heiligen Geist. Liebe Freunde, ich glaube, heute ruft uns Gott, dass wir hinsetzen zu Gott und er mit uns einen Deal machen kann. Seid ihr bereit? Komm, wir setzen uns gemeinsam jetzt. Du kannst dir vorstellen, vor deinem inneren Augen kannst die Augen schließen und sagen, Jesus, du klopfst bei mir an die Tür und Jesus, wir lassen dich heute rein. Komm und sitz bei mir an den Tisch. Danke, Jesus. Hast du dein Leib gebrochen? Hast du gelitten, dass wir Heilung erfahren dürfen, dass wir frei sein dürfen? Danke, hast du alles getan und war kein Weg weit genug und
hast du diesen Weg und diesen Schritt ans Kreuz gemacht. Danke, Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast. Dein heiliges Blut. Und dein Blut ist genug. Und wir nehmen das in Anspruch. Danke für dein Blut, für diesen ewigen Bund, das du mit uns schließen möchtest. Und danke hast du uns den Heiligen Geist gesendet. Unser bester Freund, unser Helfer, der uns Weisheit schenkt und uns führen möchte. Danke, bist du so unglaublich großzügig zu uns. Und dürfen wir so viel empfangen von dir. Und jetzt schau mal vor deinem inneren Auge, ob Jesus dir Gold oder weiße Kleider oder Salbe hinstreckt. Gibt es etwas, wo Jesus heute sagt, kaufe das von mir? Sei bereit, den Preis zu zahlen. Und jetzt frage mal, Jesus, gibt es etwas, was ich investieren soll? Gibt es etwas, wo ich mein Herz dir ganz hingeben soll? Meine Hingabe, wo ich mit meiner ganzen Kraft mich für etwas einsetzen soll? Oder wo ich meinen Verstand unterordnen soll. Ich möchte dich einladen, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst jetzt noch kurz sitzen und schreibst dir Dinge auf, Notizen, was Jesus gesagt hat. Das sind heilige Momente, wenn Jesus so spricht. Entweder du nimmst es ernst, sind vielleicht nur ein paar Gedanken, schreib es dir kurz auf. Und alle anderen, komm, wir stehen auf, die es sich gut merken können. Wir stehen auf und gehen in die Anbetung vor Jesus. Denn es ist etwas Heiliges da. Und wir beten Jesus an und sagen, Jesus, du bist König in meinem Leben. Du darfst mich leiten, du darfst mich erziehen. Du darfst an erster Stelle sein in meinem Leben. Stehen wir auf und beten wir an. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.